Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Die Fanian und ihre Freundin Appa tauchen heute ab ins Meer. Ganz unten auf dem Meeresboden treffen sie den Isigel und seine Tochter Mahia vom Volk der Azulejs. Die beiden zeigen ihnen einen wunderschönen Ort, wo sie unter Wasser übernachten können. Und zwar ein Muschelhotel. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt diese Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Das Meer im Schlummerland tönt. Und zwar immer. Je nachdem, wie fest der Wind bläst und wie viele Wellen es hat, tönt es lauter oder leislicher. Es ist ein stetiges Rauschen, ein Kommen und ein Gehen vom Wasser, das sich über den Sand ausleert und wieder zurückzieht. Der Sand vom Strand, wo das Meer dran liegt, ist fast weiss. Und wenn die Sonne drauf scheint, dann funkeln die einzelnen Sandkörnchen wie Glitzerstaub. Der Sand ist fein und weich und wenn man drüber läuft, sinkt man sanft ein, wie wenn man über eine federige Matratze tapsen würde. Von der Magie von dem Meer sind auch die Muns fasziniert. Muns, das sind fällige, sanfte Wesen, die im Schlummerland leben. Sie sind etwa so gross wie ein kleines Menschenkind und sie können zaubern. Wenn sie nämlich mit ihrem Finger 3-mal in die Mulde von ihrem Bauchnabel klöpfeln und dabei ganz fest an das denken, was sie jetzt gerade brauchen, dann passiert's. Auf diese Art können die Muns zum Beispiel in der Luft schweben oder zu den Wolken fliegen oder ganz lang tauchen. Oder auch unter Wasser schnaufen. Der Unterwasserschnaufi-Zauber hilft heute auch den beiden Muns, Fanian und Appa. Die Fanian ist eine eher jüngere Muns und sie hat oft ganz wilde Frisuren. Auch zaubert sie gerne ihr Fell farbig und dekoriert es mit Blümchen oder Blättern oder kleinen, schön geschwungenen Zweigli. Die Appa ist eine alte Muns und schon sehr lang im Leben der Fanian. Sie wohnt unter dem Boden, bei den Wurzeln von einem alten Baum. Sie ist viel im Wald unterwegs und kennt sich gut aus mit Kräutchen und Beeren, die sie einmal sammelt, zum Tee daraus machen oder damit backen. Heute ist die Appa allerdings nicht daheim am Werkeln, sondern hat mit der Fanian am Ufer vom Meer abgemacht. Gerade läuft sie an ein paar letzten Büschel Gras vorbei. Das Gestrüpp wird immer weniger und kürzer, bis schlussendlich ihre haarigen Füße nur noch über den Sand spazieren. Und dann sieht Appa die Fanian. Sie hückelt am Boden und schaut übers Wasser, so dass die Appa nur ihren Rücken sieht und ihre grünen, lang gezöpfelten Haare, die fein vom Wind ein bisschen bewegt werden. Es ist schon fast Abend im Schlummerland. Die Sonne steht gerade noch als kleine Kugel am Himmel und taucht den Strand und alle, die drauf sind, in ein orange-rötliches Licht. Allerdings
kann man auch schon den Vollmond sehen, wie er sich parat macht, um die Nacht zu erhellen. Wo die Appa näher kommt zu den Fanian, hört sie, dass die ganz besondere, weiche Melodie singt. Die Appa kennt das Lied von Neumetz, auch wenn er gerade nicht in den Sinn kommt, von wo. Ohne dass die Appa etwas sagt oder die Fanian anlangt, kehrt die sich zu der alten Muns und strahlt sie mit freudigen Augen an. «Hoi, Appa. Wie wunderbar, dass du da bist. Ich glaube, der Abend heute ist perfekt, um das zu machen, was wir vorhaben.» Die Appa nickt. Der Mond ist so voll und hell heute, dass er ihnen den Weg leuchten kann und vielleicht sogar den Meeresboden erhellen mag. Dorthin wollen die beiden nämlich. An den Grund vom Meer. Wer ihnen dort begegnet oder was sie dort unten machen, das wissen sie noch nicht. Sie lassen sich einfach leiten vom Moment und warten ab, wo die Strömung sie antreibt. Die Fanian steht auf und klopft sich den weißen, weichen Sand von den Beinen. «So», sagt sie. «Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist der Zauber, der uns unter Wasser schnaufen lässt.» Die Appa nickt und beide, die Fanian und die Appa, legen ihren Zeigefinger auf den Bauchnabel und klöpfeln 3-mal ganz fein in die Vertiefung. Langsam steigen aus der Mitte des Munds ihrem Bauch kleine Kügel auf. Eine Art Seifenblätter, die farbig schimmern im letzten Licht vom Tag. Sie steigen auf und plopp, plopp, plopp verplatzen eins nach dem anderen in der kühlen Abendluft. Dann fangen die Fanian und die Appa an, langsam ins Wasser hineinzuwaten. Das Wasser ist ziemlich warm, sogar wärmer als die Luft, und es umfängt sie wie eine weiche Decke. Immer höher kommt dann das Wasser, bis zu den Hüften, bis zum Bauch, zu der Brust, zum Hals, und dann tauchen die beiden ab. Unter Wasser ist die Welt, wo die beiden Munds vorher gerade noch drin waren, wie verwandelt. Es ist ruhig, still, und eine angenehme Schwere liegt auf der Fanian und der Appa. In der Nase fühlt es sich beim Einschnaufen an wie kühle Luft, die sie einsaugt. Und Fanian weiss, das ist die Wirkung vom Unterwasserschnaufzauber. Immer tiefer lassen sich die beiden Munds in Richtung Boden sinken. Sie schwimmen aber auch vorwärts mit Hilfe von weichen, langsamen Bewegungen der Arme und Beine. Es ist recht
dunkel in dieser Unterwasserwelt. Tiefblau ist das Wasser um sie herum und trotzdem schimmert sie im Mondlicht noch so, dass sie den Land und das Leben um sich herum sehen können. Knallorange Korallen hat es da, aber auch solche, die wie ein Regenbogen schimmern. Zwischen diesen versteinerten Korallenzweigen flitzen kleine Fischchen hin und her. Grüne, sieht sie gelbe und pünktliche. Die Fanian sieht einen Fisch mit einem langen Schweif am Hinterteil vom Körper. Ein Schweif, der bei jedem Flossenschlag wie ein Seidenvorhang im Wasser hin und her schwebt. Sie sieht auch einen Schwarm von Fischchen, die so klein sind, dass sie bei den Fanian zwischen den Fingern durchschwimmen könnten. Wie sich die Fische im Wasser bewegen, es kommt den Fanian vor wie ein Tanz, so ganz leicht und einfach. Und dann, wie durch eine unsichtbare Wand, hören sie das Lied, das die beiden gehofft haben, dass sie es hören. Das Lied vom Unterwasserkonzert der Asulei. Das sind Meerwesen mit einem Fischschwanz und einem weichen, fälligen Oberkörper, wie die Muns. Wenn es Abend wird, spielen die Asuleis amig ein Unterwasserkonzert für alle, die zuhören mögen. Fisch und Seepferdli und Quallen. Und für Muns, die zu Besuch kommen. Die Fanian und Appa schweben durchs Wasser, immer in die Richtung, wo die wunderbare Melodie herkommt. Und dann sieht Fanian jemanden, der ihr bekannt vorkommt. Es ist der Issikiel, ein Asulei, den sie schon mal getroffen hat, wo sie zusammen mit ihrem Freund Flick am Meeresgrund war. «Gell, du heissest Fanian», sagte Issikiel. «Ich mag mich an dich erinnern. Schön bist du wieder da.» Die Fanian nickt und umarmt den Issikiel, auch wenn sie sich ihre Namen noch nie gesagt haben. Irgendwie kennen sie sich. Wo sie ihn loslässt, sieht sie, dass er nicht allein unterwegs ist, sondern hinter ihm eine kleine Asulei mit knutschblauen Haaren schwimmt. Die Schuppen von ihrem Schwanz schimmern in verschiedenen Grüntönen und das Fell oberhalb von ihrer Hüfte ist auch grün. Ein weiches Dunkelgrün, strahlend, wie ein Edelstein. Ein bisschen schüch güchselt das Asulei-Mädchen hinter dem Issikiel führen und winkt den Fanian und den Appa. «Das ist meine Tochter, die Mahia. Sie hat noch nie einen Muns gesehen, also noch nie so jemanden, der ein bisschen aussieht wie mir. Einfach mit Beinen statt einem Fischschwanz.» Die Fanian lächelt Mahia an. «Ich bin die Fanian und das ist meine Freundin die Appa. Es freut mich, dich kennenzulernen, Mahia. Weisst, dein Papi, den kennen wir vom Unterwasserkonzert, das er öppe dir spielt.» Der Issikiel nickt. «Ja, eine wunderbare Aufgabe. Die Mahia spielt einmal auch mit. Aber heute sind andere dran. Und wir zwei auf dem Weg zu unserem liebsten Schlafplatz. Wollt ihr mitkommen?» «Oh, das wäre schön, da unten übernachten», sagt Appa. «Ich bin schon sehr lange im Schlummerland, aber das ist etwas, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe.» Die Fanian sieht, wie in den Appa ihren Augen ein bisschen Aufregung aufblitzt. Auch sie selber spürt die schöne Kribbeligkeit, die sich einmal zeigt, wenn man etwas zum allerersten Mal macht. Der Issikiel streckt seine Hand aus und Mahia nimmt sie. Ihre andere Hand streckt sie auf zu der Fanian.
Die nimmt die Hand vom Asulei-Mädchen, das sich warm und zart anfühlt. «Also, Appa, dann kannst du noch meine zweite Hand nehmen und dann können wir los, als Asulei-Munskette Richtung Muschelfeld.» Der Appa lacht und nimmt dem Ezekiel seine Hand. Und dann schwimmen sie los. Die Asuleis bewegen den Schwanz fast nicht. Ganz geschmeidig gleiten sie durchs Wasser und ziehen die beiden Muns mit sich mit. Die Musik vom Abendkonzert macht Fanian und Appa müde. Wohlig und schläfrig schweben sie durchs Blau um sie herum. Immer an der Hand von der Mahia und dem Ezekiel. Nach einer ganzen Weile kommen sie an auf einer Ebene, wo überall grosse, weisse Hügel am Boden liegen. Wo die Fanian etwas genauer anschaut, sieht sie, dass das alles Muscheln sind. Die eine aufklappt wie ein Dösli, andere geschlossen, wie am Warten, dass sie jemand aufweckt. Das ist ein Muschelhotel, sagt Mahia stolz. Der Papi und ich gehen da gerne pfusen. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in einem der Muschelzimmer schlafen. Für das wählt ihr eine Muschel aus, die in der Grösse zu euch passt. Und dann steht ihr vor sie an. Als nächstes flüstert er ein schönes Wort an die Schale an. Wenn der Muschel das Wort gefällt, dann macht sie auf und ihr könnt drin liegen. Es gibt nichts Weicheres als das Innere einer Muschel. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr drin eine leuchtige Perle, die für euch scheint. Wie ein Nachttischlämpchen. Schaut, ich zeige es euch, sagt Mahia und lässt Fanian und dem Ezekiel ihre Hand los. Sie schwimmt zu einer eher kleinen, rosarot schimmernden Muschel, wo ein kleiner Spalt offen ist und buckt sich zu ihr ab. «Schlummerland», flüstert sie. Und wie wenn man an einer Kurbel drüllen würde, geht langsam die Muschel auf. Ihres Innere ist weich und weiss. Ein bisschen wie frisch gefallener Schnee sieht es aus. Das Weisse bildet eine kleine Mulde, gerade genug gross, dass die Mahia sich drinnen einrollen und herlegen kann. Fröhlich nickt sie den Fanian und den anderen zu, wie wenn sie möchte sagen: «So, und jetzt ihr.» Und so suchen sich auch die Appa, der Ezekiel und die Fanian eine Muschel aus. Die Fanian sieht ein Paar, das sie von der Grösse her richtig dunkelt. Aber erst nachdem sie ein Paar auskundschaftet hat, entscheidet sie sich für eine, wo sie das Gefühl hat, dass sie zu ihr passt. Es ist eine, die ziemlich alt aussieht. Sie ist auch nicht mehr richtig weiss aussen, mehr so ein bisschen grau mit einem kalkigen Muster drauf, Kringeli und Strich. Die Fanian bewegt ihr Maul ein bisschen näher an die Muschel an und flüstert: «Meeresboden.» Fast sofort fängt die Muschel an aufzugehen. Langsam und gleichmäßig. Innen drin ist auch diese Muschel hell, ein samtiges Weiss, und am Rand vom weich gepufferten Bett hat es eine kleine, leuchtige Kugel. Eine schimmernde Perle. Die Fanian ist wie verzaubert.
Ganz vorsichtig steigt sie in die Muschel rein und sinkt ein. Nur ein bisschen, aber es ist so weich, wie wenn sie auf frisch geschlagenem Rahm liegen würde. Fanian liegt so an, dass die Schimmerperle neben ihr ist und sie spürt, wie die Muschel sich wieder ein ganz kleines bisschen schliesst. Es ist, wie wenn sie die Fanian in sich innen willkommen heissen. Auch die Perle ist jetzt ein bisschen dimmt. Das perfekte Licht zum weich und wohlig einschlafen. Die Fanian sieht, dass auch der Ezekiel und die Appa eine Muschel gefunden haben und sich drinnen einrichten. Die Fanian winkt den anderen nochmal zu und kuschelt sich dann noch etwas tiefer ins weiche Muschelbett. Es ist warm und sie spürt, wie die Bewegungen vom Wasser ganz sanft ihr Fell hin und her bewegen. Es ist, wie wenn sie vom Meer in Schlaf gestreichelt werden. Hin und her in der Strömung. Hin und her. Was für ein Wunder das Schlummerland ist, denkt Fanian, bevor sie einschläft. So vieles habe ich schon gesehen und so vieles ist für mich immer wieder neu und faszinierend und erstaunlich. Wie wunderbar dass es ist, dass ich durch die Welt wandeln kann und Orte entdecken kann, wo ich nie gedacht hätte, dass es sie gibt. So verstehe ich alles um mich herum immer ein bisschen mehr, komme immer tiefer, lerne jeden Tag. Und in all dem bin ich verbunden. Verbunden mit den Muscheln da um mich herum. Mit dem Mahia und dem Ezekiel, die neben mir schlafen. Und mit meiner Freundin, der Appa, die heute auch eine ganz neue Erfahrung macht. Verbunden mit dem Meer, mit der Musik, mit den Fischen, die schwimmen und mit allem sonst, wo lebt, im Schlummerland. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian und die Appa schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein